Herr Kruchten hat gesagt, dass für bescheidener klang das Gesetz wo deutlich zu modest. Deutlich zu modest, als zu sagen, eher, ich will ein bisschen erklären, aber für was wir der Überzeugung sind. Wo gesagt ging, also es ging ein Magistratin auf der Posten von der IGP genannt gehen hat, da direkt eine Question parlamentär gestaltet, weil das am Gesetz nicht vorgesehen war, auf jeden Fall nicht explizit. Da stung da aus den Kadern von der Police, respektive eben aus der Administration vom Staat. Wir haben also frohen Gestalt rund um Legalität von der zukünftigen Nomination. Am Mülo gleich zu antworten, ob als Question parlamentär kriegt. Ein 6. November 2014, wo so dax überhaupt eine Strafstung, allo ganz Gesetz als Antwort, ob als Question parlamentär, wie zu beweisen, dass die Regierung zugeht, dass da die demos recht hat, auch so dax. Also lo, alles an der Reihe mit diesem Gesetz. Können die Mengen, an dem Gesetz selber steht, ja, das können die so in der Administration, da können die raisonnablement denken, das kann die Magistratur mit aufdecken, allo mit der Reinsertion, mit den Modalitäten, die persönliche Rechte von dem Funktionär, von dem Magistrat sollen schützen, wird dann alles an der Reihe. Ist das so? Wir denken, nee. So einfach ist es nicht. Weil muss ich mal den Kontext gesehen, an dem das Gesetz überhaupt zu situieren. Also es geht hier um das Verhältnis zwischen der Polizei und der Justiz. Und es geht um Gewaltentrennung am Staat. Und das ist eigentlich das Zentralelement, von der gesagt, dass über ein paar Faktoren, ich komme darüber zurück, dass Justiz eigentlich immer mehr Pouvoiren am Staat kriegt mit der Zeit, wobei die Justiz die Pouvoir ist, den am meisten demokratisch kontrolliert ist. Das ist also nicht unwichtig, darüber ranzugehen. Ein historischer Appell, das Gesetz über die Inspektion General von der Police, also sich eint von zwei Gesetzen, zurückgeht auf einen Brief vom Prokureur von Lützeburg vom Januar 2008 und den demolschen Minister Frieden. Und an den zwei Gesetzen gouf eigentlich etwas gefroht oder ugedeiht, was Justiz nicht hat, aber wo Justiz Sachen wollt kreen. Das erste, wo ein Gesetz über d'entrave à la Justice, und das zweite, wo eben der Posten vom Generalinspektor von der Police. Wir schwätzen über Januar 2008. Das Gesetz über d'entrave à la Justice hängt also einmal dazu zusammen. Und ich gehe also zurück und gucke mal Daten rein und da gucken wir, ist das anders überhaupt machen. Den Herr Biver hat damals aus einem Brief geschrieben, 23. Januar 2008, l'entrave à la justice n'est pas punissable. Darauf goufen zwei Beamte von der Police entlos. Und schon den Herr Frieden eben damals gesagt hat, dass die Behauptungen von Herrn Biver sich nicht kennt überprüfen. Aber politisch hat man damals Konsequenzen gefunden. Politisch aus damals gesagt, es wurde Fehler an der Koalition, dass dieselbe Person gleichzeitig Justiz- und Polizeiminister war. Und das ist auch du an der nächsten Regierung nicht mehr gemerkt gehen. Und die zweite Konsequenz war legislativ, denn Herr Biver wollte ein Gesetz über d'entrave à la Justice und hat es gekriegt. Und zwar also ein Gesetz, das als Delationsgesetz DAX bezeichnet wird. Und ich will hier just rappellieren, was Herr Büttel, den aktuellen Staatsminister an der Chambre, zu dem Gesetz gesagt hat. Die Applikation von diesem Text wird ganz schwer sehen. Wenn ihr auf Internet gucken geht, fällt in der Delationsgesetz, findet ihr so Kritiken. Es ist ein richtiges Delationsgesetz, das heißt, dass es eine Obligation gibt, nicht nur die Denunziation, aber auch die Delation. So ein Prinzip können wir nicht zustimmen. Dann kommt der Bommellehrprozess. Und zudem wäre natürlich ganz viel zu sagen. Ich will mich heute darauf beschränken, wie festzustellen, dass d'entrave à la Justice Strafbestand werden Gesetz in 2011 hat man heute gemerkt und dann noch am Prozess benutzt gehen als sowohl vielleicht zu verheieren wie auch als eventuell Strof an den Raum zu stellen. Et gouf am Bommellehrprozess etwas gemerkt, was rechtsgeschichtlich ganz interessant ist, nämlich der Zeige geheiert gesehen, für herauszufinden, wie Kritik Gesetzentwurf gemacht hat, man nicht Gesetzentwurf über d'entrave à la Justice. Heute hat die Justiz ein Gesetz gefroht, sie hat es gekriegt, und da kommt der Prozess, auf den der Brief vom Herrn Biver sich 2008 bezogen hat, und dann an dem Prozess hat die Justiz gefragt, wen hat Kritik an dem Gesetz geübt, was wir gefordert haben. Sowohl am Justizminister wie auch an der Police. Das ist sogar so weit gegangen, dass Police-Gewerkschaften zu dem Thema geheiert goufen, und dass eine Perquisition gemacht gouf bei einer Police-Gewerkschaft,
an dem Kontext. Froh also wie weit goufen Hai an engem Prozess hai am Land die demokratisch Rechte an die gewerkschaftlich Rechte respektiert. Dat also zu dem echte Wolle entrave à la Justice. Den zweite Wolle auch am Brief vom Herr Biewer und den Herr Frieden 2008, dat wo die froh wie soll Chef von der Inspektion Generale de la Police. Man loieren und dat man am Stirren sollt op die Platz genannt gehen ohne gesetzlich Basis wenn an der äußer Interpretation von dem Gesetz immer dann direkt op die vorkommen von der Separation des Pouvoirs. An denen Diskussionen, die 2008 gefeiert goufen, no Brief vom Herr Biewer, Herr Frieden, als eben just op die Froh von der Separation des Pouvoirs aufmerksam gemerkt gehen. Eng von de Poligewerkschaften und demos geschrieben, wat nach immer aktuell als an dem Gesetz beim Autoren. Monsieur le procureur d'État de Luxembourg risque de mettre en danger le juste équilibre entre les pouvoirs de l'État. Pire, il remet en question un principe fondamental de l'État de droit, à savoir le principe de la séparation des pouvoirs. Le contrôle de la police, comme d'ailleurs celui des autres administrations de l'État et de leurs fonctionnaires, revient de plein droit au ministre responsable du pouvoir exécutif. Dat ist de Kehr von der Froh, weil du sich als Hai je auch froh gestalt, wen kann der schlussendlich nach über so eine Enquete disziplinär wirklich verfügen? Wir schwätzen über die Unabhängigkeit vom Magistrat und so weiter und so fort. Und froh als den responsable Minister vom Pouvoir exekutiv kritenet en Deel wo segem Pouvoir hai wäschgeholl, huet hin nach déi en Pries die hebräisch für seg Verwaltung och disziplinarisch exemplarisch zu feieren, mat der Introductionioun hai vun dem Novum, dat de Magistrat soll hai eng Administration vom Pouvoir exekutiv leden. Stell dich dat mal umgekehrt fir. Wat ging Justiz da soen van eng Conseil supérieur von der Magistratur oder so van du Polizeioffizier op immer gegen Chef gehen. Gingen de da net auch so, dat geht doch net. Den Tier pouvoir muss onofhängig sinn, die können als der Lunneteil Polizeioffizier delegieren fir Magistratur zu kontrollieren. Umgekehrt schenkt dat aber zu goen. An Eisenher geht dat net. An Eisenern wo dat Gesetz so fir Drun so formuliert eben d'Administration wie eben d'Unabhängigkeit vum der Exekutiv gegenüber dem Pouvoir judiciaire zu garantieren, dat wo kein oubli, dat do kein Magistrat firgesi wär, mit dat wo d'Inkarnation vun engem rechtsstaatliche Basisprinzip. An so hättet och missen an Eisenern bleiwen. Et kann je noch viel spekulieren. Zum Beispiel wo net nach en anderen Zweck der han net nimmen eng Pries, mir auch nach an einem gewisse Kontext. Ich will heute Brief vom Herr Biewer zitieren von 2008 über l'origine von dem Gesetz, aus dat man haut stimmen. Und du seht den Herr Biewer, du erklärt hin als Procureur d'État, wat als engen Möglichkeit von der Inspektion Générale de la Police für verschiedene Enquêten als ganz interessant. Les pouvoirs d'investigation de l'Inspection Générale de la Police sont fort limités, eu égard au fait qu'il y a une instruction judiciaire en cours et qu'il ne saurait y avoir d'enquête parallèle. Hier geht also praktisch das Prinzip aufgestellt von einer Enquête judiciaire en cours, es kann auch kein administrativ Enquête parallèle mehr gefeiert gehen. Fut-elle administrative, c'est Herr Biewer. L'enquête de l'inspection générale de la police ne saurait donc qu'être théorique et non descriptive des faits qui se sont produits. Das geht extrem weit. Und froh als Hai, wenn die Magistratur, das jo Wunsch von der Magistratur gewischt, wie der Teil so zu regeln, als dann nicht auch den Hanner Gedanken, für dann zu klären, dass wenn eine Enquete bis im Gang ist, dass der Justiz das noch kann machen. Auch die froh sehr frei gestaltet, dass also nicht das Prinzip nimmer von der Gewaltentrennung Rechter von einem Minister von der Exekutiv über seine Verwaltung, mir d'Effikazität von der IGP getei auf vorgestaltet durch eine Vermischung von den Gewalten. Das nicht von ungefähr schon von der Siloke großen Amateur vom Tageblatt. Mir haut wird die Überschrift nicht schlecht an der Revue de Presse. Aufräumen bei der Polizei, das war eine ausgezeichnete Analyse. Das Tageblatt Haut schreibt, im Rahmen der Reformen innerhalb von Polizei und IGP, die sich unter anderem nach der Bommellehr-Affäre aufdrängte, mit der Analyse nicht d'accord, hatte die Regierung beschlossen, die aktuelle Untersuchungsrichtung Monique Stirn auf diesen Posten zu berufen. Das ist also nicht die schönste in aller Welt, wo man will Mobilität encouragieren zwischen Verwaltungen und so weiter und so fort. Das ist überhaupt nicht der Punkt hier. Der Punkt ist eben der Gewaltentrennung auf einer Mainmise auf die IGP, die mir nicht gut fanden. Da hat gerne klar Gewaltentrennung, mir hätte gerne klar Polizeigesetz, wo die Pflichten, Rechte von der Polizei genau beschrieben sind. Aber mir hätte gerne das gut Magistraten zuletzt sind, mir an der Magistratur, nicht an der Polizei, und noch nicht am Staatsrat, mir an der Magistratur, da wo sie hingehören, und da können sie bei voller Unterstützung zählen. Politisch
muss man auch so sind wir enttäuscht, dat haut weder der Polizeiminister do als nach der Justizminister. Weil dass du immer wo schlussendlich geht, et ass net e Problem wie der Kruchten durchgestalt hat von der Fonction publik bescheidener Klang. Et geht viel weit. Van den der guckt fir letzter Zeit van Schmenge van Herr Brandslosig den Afkot gemerk huet vun der Revendikation vun der Justiz an soch durchgesät huet man enger Nomination vun enger Magistratin geiwwer dem Polizeiminister dem Herr Etienne Schneider. Da hunn ich mal wat vorgestalt Göster, wo ich heieren hun, dat die Gring sich als loyalen affaire Koalitionspartner bezeschen hunn, ob dat net och ein Akt vun Humor war. Vielmals merci.